Laborbeobachtung. Laborbeobachtung heißt jetzt nicht, dass das irgendwie mit weißen Kitteln oder Sofas sein muss, überhaupt nicht, sondern das heißt, dass wir einfach so einen Edeka-Laden nachbauen. Ja, wir bauen den jetzt 1:1 nach, aber jetzt können wir Stimuli einzeln einführen zusätzlich. Das heißt, wir lassen die Leute einkaufen in dem Laden und jetzt schalten wir die Musikberieselung dazu und gucken, was die Leute jetzt machen. Also wir versuchen zumindest eine Art Ceteris Paribus Bedingung herzustellen. Das, was wir im Feld niemals hinkriegen, versuchen wir zumindest im Labor abzubilden. Ceteris Paribus. Alles Übrige bleibt gleich. Ja, Temperatur im Laden, Beleuchtung. Und jetzt schalten wir die Musikberieselung hinzu und gucken, wie die Leute jetzt reagieren. Dann haben wir Ceteris Paribus, zumindest annähernd. Ja, auch das kriegt man nie so ganz hin, weil die Leute, die jetzt am nächsten Tag wiederkommen, haben ja jetzt möglicherweise andere Dinge im Kopf und tragen jetzt irgendwelche Probleme mit sich rum, die sie gestern noch nicht hatten und was weiß ich nicht alles. Also so ganz sauber kriegt man es nicht hin, aber besser als im Feld. Ja, also das ist die Situation im Labor, also eine künstliche Situation. Und damit ist die Beobachtung bestimmter Merkmale leichter, weil wir Ceteris Paribus, alles Übrige bleibt gleich, besser abbilden können in diesem Labor.